Ich bin Janik und heute fahre ich einmal um den Zürichsee, ein bisschen mehr als 100 Kilometer. Die Bedingungen sind perfekt, es ist noch morgen früh, es ist nicht zu warm, es ist leicht bewölkt. Zudem hat es wenig Autos und eigentlich gute Straßen rund um den See. Schreib mir doch mal unten in die Kommentare, ob du auch schon mal rund um den See gefahren bist oder ob du es gerne mal machen würdest. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei dem Video. Ich bin jetzt 30 Kilometer unterwegs, es läuft super. Am Anfang hatte ich Mühe zum Reinfinden mit dem Tempo. Ich habe geschaut, dass ich nicht überpace. Jetzt halte ich langsam mal Ausschau für ein WC. Von der Temperatur her ist es super, immer noch viel kühler wie die letzten 2-3 Wochen. Ich konnte gerade bei einer Tankstelle schon aufs WC das Trinken auffüllen und eine Banane kaufen. Mal schauen, wie es jetzt geht. Mit den Aerobars vorher hatte ich Mühe zum Ablehnen wegen der vollen Blase. Falls das Problem weiterhin besteht mit leeren Blasen, müssen wir vielleicht den Sattel ein bisschen vorne abneigen. So nach knapp 40 Kilometern sind wir jetzt in der Stadt Zürich angekommen. In der Nähe vom Stadelhofen. Jetzt geht es dort über die Brücke und nachher auf der anderen Seite vom See wieder heim. Was ein geiles Auto. Was mir schon auffällt, wenn man so um den Zürichsee fährt, 90% von allen Velofahrer fahren mit High-End-Produkten. Alles Markenvelo, Aerobikes, TT-Bikes und so weiter. Ich habe jetzt ein bisschen mehr als 55 Kilometer hinter mir. Leider habe ich gerade ein bisschen Gegenwind. Vorher war die Straße recht ruppig, jetzt ist sie wieder glatter und ruhiger, das ist angenehm. Ich fühle mich gut, mein Viertel tut aber ein bisschen weh. Ich muss nachher mal schauen, ob ich meinen Sattel umstellen kann. Bewölkt ist es jetzt nicht mehr wirklich, Schatten hat es auch nicht gross. Gemäss mit Garmin ist es 28 Grad in der Sonne. Das ist aber alles noch gut in der Komfortzone. Ich bin gerade an einem kleinen Anstieg mit schöner Aussicht. Jetzt 60 Kilometer. Mein Puls steigt langsam, bin gleicher Anstrengung ein bisschen. Liegt wahrscheinlich an der Temperatur. Da vor mir wird es ein bisschen düsterer. Vielleicht haben wir ja noch einen Regen heute. Ich habe noch mal einen Refill an einer Tankstelle gemacht. Jetzt geht es da vorne ins Dunkle. Aktuell regnet es dort noch, wenn ich aber dort bin, soll es nicht mehr regnen. Bei mir ist immer noch Sonne, vorne wirkt es aber dunkel. Ich bin gespannt, ob sich das noch verzieht, bis ich dort bin oder ob es mich trifft. Ich bin jetzt bei 80 Kilometern. Ich habe seit etwa 5 Kilometern rechten Gegenwind, das ist ziemlich anstrengend. Also ich fahre so 20 km/h bei einem 140er Puls fast. Das ist ein bisschen demotivierend. Spätestens wenn ich auf der anderen Seite den Retour fahre, sollte ich Rückenwind haben. 10 Minuten später habe ich immer noch Gegenwind. Die Natur ist schön da. Aber fällt mir gerade ein bisschen schwer, mich auf das zu konzentrieren. Es ist zusätzlich zum Gegenwind auch noch drauf gegangen. Jetzt geht es aber durch ab. Ich hoffe, dann wird meine Stimmung wieder besser.
ein Erfolg für mich. Ich bin jetzt so weit in der Zürichsee, dass ich wieder richtig heimfahre und nicht mehr von die Heim weg. Das tut meinem Kopf gerade gut. Jetzt bin ich auch gerade ein bisschen abseits von Straßen mit Autos unterwegs. Das ist auch mal eine gute Abwechslung. Verregnet bin ich nicht geworden. Es ist jetzt immer schön und sonnig. Ich hoffe, das bleibt so. Der letzte Stopp mit Trinkflaschen auffüllen und aufs WC gehen ist hinter mir. Ich fahre jetzt auch richtig nahe am See entlang. So wie es aussieht, kommt es jetzt auf der anderen Seite dann regnen, wo ich vorher war. Es geht mir wieder deutlich besser. Das Loch von vorher ist überwunden. Ich habe keinen Gegenwind mehr. Meine Beine mögen auch wieder besser. Ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen verfolgt vom Sturm. Hinter mir ist es richtig düster und hat so eine mystische Stimmung, es ist alles ruhig. Ich finde das auch noch faszinierend. So wie es aussieht, sollte es aber gut am Regen davon arbeiten. Da vorne ist nämlich schon wieder blauer Himmel und Sonne. Aber sicher kann ich erst sein, wenn ich daheim bin. Ich bin mittlerweile wieder in Rappi angekommen. Jetzt muss ich da noch durchs Zeug durch und dann geht es schon bald wieder heim. Es sind jetzt noch so 20-30 Minuten, bis ich daheim bin. Die 100 Kilometer haben wir geknackt. Und hinter mir ist es jetzt schon am Donnern. Zum Glück ist es vor mir, blauer Himmel. Mal schauen, ob ich dem Gewitter noch entkommen kann. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sieht. Dort ist es aber schon gröber am Regnen. Ich bin jetzt seit 5 Stunden unterwegs. Das ist für mich schon eine gute Leistung, 5 Stunden am Stück Velo fahren. Jetzt fahren wir dann weiter davor. So, ich bin in ein paar wenigen Minuten daheim. Rückblickend war es eine ganz coole Tour mit Ups und Downs. Gegen den Schluss noch weiter davon fahren hat mir eigentlich auch ein bisschen Freude gemacht. Danke vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.